Von harten Willkommen wie... Party, Platt und Plüschmors. Moin Hilka. Hilka, wo geht die das so? Ach, naja, ich sag mal so, der Herbst ist ja nun richtig anloben, das ist auch gar nicht mehr lange hin mit Weihnachten. Ja? Da geht Also, ratzfatz dann. das geht ratzfatz und ich denk dann ja auch all wieder an Tau kam Sommer, muss ich sagen. Das finde ich schön, dass du da so umgedeihst. Ja, hast du denn so ein Thema mit dem Herbst? Oh, ich Eigens? finde total kommodig, wenn man sich dann wieder so richtig inkuscheln kann. Also der Sommer ist immer ruht und volle Power und Dinge beleven und der Herbst kommt dann kann man sich so ein bisschen durchtrecken, das wird eins kommodig in der eigenen Stuf und ein kommt so ein bisschen Tau Ruhe und werde Energietau tanken. Das ist so mein Ding mit dem Herbst, glücklich. Mit Herbst. Oh, das ist interessant, weil ich bin so grad in so auf Herbst bin ich schon mal so. Nur habe ich richtig Bock Sport zu machen und mich zu Oh, bewegen und so. gaue Thema, Ja, Hilka. Da möchten wir noch durchkommen. kommen wir am Ende an Folge nochmal zurück, ob das Thema. Genau, genau. Denn ja, von daher wäre ein völlig anderes Thema. Das geht ja viel von Dach um Plattdütsch. Ja, und, aber ich muss auch kurz sagen, ich habe ja jetzt so also ein bisschen recherchiert und der Fru, der wie hüt taube Säug hab, der ist auch bannig sportlicher wie gesehen, Hm. denn der ist ein Mega-Marschlopen. Ja, Wahnsinn! Ich bin richtig, also ich bin doll und weg davon. Aber, Hilka, kein hab wieder ein taube Säug. wie habt ein bekannte Stimmen, ein Stimmmut, ein ja echt sagen, ein Stimmen ute plattdütsche Radiowelt, schau Gast. Und ich glaub, viele Hamburger kennen sie auch und auch darüber hinaus ist sie echt bekannt. Wie habt NDR 90,3 Reporterin und Moderatorsche Benita Brunner zu Gast. Moin, Moin. Benita. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, vielen Dank für die Inloden. Aber das sportlich muss ich noch mal nachdenken. Von dem Megamarsch musst du Glicks noch vertellen. Aber Ja. ich hab so ein bisschen über die googelt und dann bin ich ziemlich fix ob die in Wikipedia sieht kommen. Mhm. Und da steht, du bist ja die absolute Universalwaff. Du arbeitest als Moderatorsche, als Journalistin, als Sprechersche, als Schauspielerin, Regisseurin und Hochzeitsrednerin. Und Autorin. Benita. Und Au Autorin. Oh Gott, wie könnte ich das nur vergessen? Ja, Klingt dull, ne? Wahnsinn. Ja, irre. Aber ich will mit die gern mal ganz fürn anfangen. Wie bist du zur Plattdütsch kommen? Das ist ein gute Frucht. So richtig kann ich dir das gar nicht sagen. Ich hef plattisch immer all ob die Ohren kriegen. Also, Mhm. meine Öllern haben früher schon mal ein Abo und Ohnsorte oder das heißt, ich hef plattisch all hört, da weg noch gar nicht durch. Und ist so. Und mein Vater hat früher in Druckerei in der Lütt Dörp, da bin ich so in einen Schrifttisch obwussen. Und in der Dörp, da hätte er eben mit den Kunden und mit den Tauleverers Foken auch Plattdeutsch schnackt. Und da habe ich auch gemerkt, ich wäre ganz was schüchtern, aber wenn ich für Mutter Melk holen dau und ich trau mich 2, 3 Sätze Platt zu schnacken, dann gibt das ein Bonsche oder ein Schokolo extra. Also, ich hätte mich schon mal Ah. ein bisschen für Plattdeutsch belohnt auch. Und dann ist das Protokoll, was die Öller mit mir Hochdeutsch schnacken oder kann gar nicht richtig Platt schnacken, die versteht das bloß. Mhm. Aber ich hätte mir eigentlich schon mal Mut, mich mit Plattdeutsch auseinanderzusetzen. Stark. Und also ganz, ganz viele sind ja an diesem Punkt, wo sie sagt, okay, ich kann nicht verstehen, aber wo bist du denn dort kommen, richtig aktiv dann zu sagen, ich schnack das nur? Ich bin mit, oh Gott, Söstein so was anfangen, in einen plattdeutschen Theaterverein runtergehen. Mhm. Mhm. Und dann schnackst du eben platt. Und da wär in aller Dom, die Gifte von doch noch Christa Heise Bad. Du hätt wie er selten und uns mit so Spruch anfrönt. Und erst muss schnacken äuft. Und sie hat immer zu mir gesagt, du musst schnacken, 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 du hast so ein Talent dafür. Mhm. Und wo ich Schön. denn die Meuchlichkeit sehen hef, da hab ich das auch da. Und bin dann Lothar bei einem anderen privaten Radiosenderland, der han auch eine Plattredaktion damals noch. Und da hätte sie mir auch gesagt, weißt du was, den Stark, der ist platt. Konzentrier dich du ab. Mhm. Und dann bin ich da jeden Mal so rinrutscht. Und hast du diese
diese Nische sehen? Also willst du all jümmes ton Radio oder willst du Schauspieler? Weil du magst ja nur so viel. Wie ist das gekommen? Also als Kind habe ich die Idee, ich war schauspielerisch. Oh, Und ja. dann ist das aber auch so, ich bin Stier und Stier mache auch gern Sicherheit und Geld. Und da bist du auf der Bühne nicht so. Ja. Und da habe ich gedacht, ach, Radio wäre besser. Und bin zum Open Kanal gegangen, denn da damals in Hamburg noch Geld, habe mit Radio angefangen, bin durch wie ein Schauspielerschland, die habe ich bloß interviewt. Und nur das Interview wollte ich noch mit Theaterverein hingehen. Und das habe ich ihr gesagt. Und der hätte zu mir gesagt, also wenn sie Radio mucken wird und dann später noch Theater, dann wird sie aber hochneudig was mit ihr Stimmen mucken. Ich kann schon so helfen. So, und da habe ich gedacht, ja Gott, ich war ja nicht dümmer. Und bin neu hingegangen und habe wirklich über 3-4 Jahre bei ihr Sprech- und Schauspielunterricht kriegen. Wow. Von der Pike Wahnsinn. ab an. Ja. Spannend. Wo läuft so ein Schauspielunterricht auf? Also das ist sehr verschieden. Wir haben immer ein Stünd vorher wirklich reinweg Phonetik muckt, wo du Oten lehrst, ne? Wo du magst, dass du von den, wo hätten Zwerchfell auch platt, wenn du von den Zwerchfell-Oten da ist, ne? Dass du auch noch ganz weit achtern in der Recht zu hören bist, dann lehrst du Hochdeutsch snacken, wo ich schon mal dachte, ich kann das, aber nee, das hätt nicht Erdbeeren, das hätt Erdbeeren. So was, du bist. Krass. Und ja, dann hast du die klassischen Texten von Goethe, von Schiller und dann nimmst du die dafür und fangst an zu spielen. Und dann lehrst du auch, wo spiel ich für die Kamera und wo spiel ich auf der Bühne. Du musst viel größere Gesten machen. So was. Und dann kommst du auch gucken, einfach mal rein in Ruhm und den Schauspiellehrer sagt, ja, das wäre ja von Anfang an all verkehrt, wo du all Luft heute hast. Nö, aber ansonsten ist schon. Und ich werde aber an Schauspiel schon, dann musst du dann noch ganz anders suchen, ne? Damit sie dann Teekann spielen oder sinnerliche Improvisation machen, wo mein Lehrer tot Glück sagt hat, dass er damit nichts anfangen kann, wie sonst nichts in der Praxis ringehen. Cool. Und bist du denn ob der Bühne und auch für die Kamera wählen oder was hast du da so mockt? Ich habe Polütigkeiten für die Kamera muckt, aber damit wir nicht aber schnacken wie das kann jeder ein. Das wäre keine große Kunst. Warum ist das, warum kann jeder ein das? Lisa, vielleicht ist das uns große Chance? Nee, also das kann nicht jeder ein, aber das ist ein Unterschied, was du, weiß ich nicht, was für Großstadtrevier oder für ein Tatort mucken da ist oder was du das Nachmittagprogramm bei RTL und Sat.1 beschallst. Langweilig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass für ein Gericht schon ein Schauspiel utbilden braucht, weil da kann auch ein Schauspieler nicht gegen anspielen, gegen diese Drehbeuge und gegen Schön, echt. Bitte, das ist nichts, wo ich sage, oh, das hätte ich auf mein Vita. Lisa, das sind wir aber die liebste Thema Trash-TV, ne? Ich will gerade auf uns verleden Folgen verwiesen mit Trash-TV. Gott, ey. Das ist eher Training und wir sammelt mal Erfahrung. Ja. Oh. Ich habe hier auch so ein bisschen Komparserie mockt. Wie Soko Wismar und Drumschiff und so. Ja. Und das ist wirklich witzig. Also, gerade als Komparsin. Du warst ja einfach nur dafür betreut, dass du Töfen deist, Kaffee trinken deist und dort das Bild loben deist. Also, du musst wirklich gar nichts können. Mega. Ja. Voll den Job. Aber weißt du, auf der anderen Kante, dann denkst du, dann machst du mal was für Trash-TV und siehst, wo so was dreht. Und wenn ich dann nur kiek, wo ist der Ton oder wo ist das Bild, dann sehe ich persönlich nicht den grauen Unterschied zu einer guten Handlung mit richtigen Schauspielern wie ARD oder ZDF oder was auch immer. Nun hätte ich da auch mal was dreht, da hätte ein riesen Casting gemacht für eine Rolle, DH 3 Sätze, davon hätte 2 Rutsnäden. Und das ist ein Satz.
Du hast ich selbst so ein Fotokamera für das Gesicht, du hast mich noch nicht mal sehen, aber ich stand in Abspann. Und da habe ich gedacht, mal ganz im Ernst, wie habt für diese Szene eine halb Tag lang dreit und ich weiß nicht, was das Problem wird, betüt nicht. Und dann muss ich sich ja auch überlegen, dass sowas Geld kostet. Und Ja. vielleicht seid nicht immer eins so Not. Ja, schön secht. Dann kommt wieder auch mal ganz galant von Pferdekamera, kommt wieder mal auf die Beine. Was hast du da so mockt? Einmal eins, ich habe viel Kindertheater gemacht für die ganz Lütten. Dann wäre ich an Schaulen und habe Jugendtheater gemacht. Das wäre richtig gut, da schockt die nix mehr. Wäre ein gute Schaul. Und ich habe aber auch Klassiker gespielt, als Faust und Don Carlos, dann mit Hamburger Sprechwerk auch. Oder ich will mit Ein-Personen-Stücken auf der Bühne und habe dort tourt. Und habe eben für Wussenlü gespielt, aber eben auch in der Off-Theater. Und da ist das halt so, und da sind wir mal bei Sicherheit und Geld. Du tellst die eine Taukickers und überlegst sie, aha, ich kann den Verlag betonen, ich kann den Techniker betonen. Ach, schon, dass für mich nichts überblifft. Ne? Ja. Und dann kickt den Gechen zwar mal, ob sie in Öller und überlegt sich, will ich für jeden ein Engagement im Trecken, was mir nimmst Betolenheit? Will ich vielleicht eine Familie haben oder was auch immer? Und dann muss ich sich überlegen, wo dull ein für einen Job brennt halt. Ja, absolut. Das einmal abwägen, okay, wo wir sicher möcht und mutig wären und wo ban ich brenne ich nur für diese eine Sorge. Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch wetten, hast du so das schönste Beleben, ob der Bühnen, Film, was wäre so das Schönste, wo du wirklich dachtest, so wow, das ist so richtig Moment, der Guide hat und kommt wirklich nicht mehr der Ruhe. Ach, da gibt es ein paar und die sind nicht immer direkt am Mang auf der Bühne. Was ich wirklich mache, und namens kriegst du so ehrliche Reaktionen als bei Kindertheater. Und ich habe das große Glück, dass ich für ein Kindertheater gespielt habe. Dort dürfen die Schauspieler achter nur, als wir fertig werden, uns noch an den Utgang stellen und die Kinder können mit uns schnacken und uns anfoten. Und wenn sie sich dann gar nicht von die lösen könnt und sich fast an die klammert, weil sie so verleift sind in die Figur, die oder noch mal so ganz fast an die Lolli suchen, wie das so lecker wäre, aber den Rest will er die Schinken. Oh Gott! Der Gott so enthat und wir haben ein Kind, der habe ich gedacht, die kann sich überhaupt nicht lösen. Das ganze Bühnenbild wäre achter der Bühne aufgebaut und ich stehe immer noch in Kostüm, wie diese Dreiger alle deren. Und an Ende habe ich Süps in Toch selten und Blatt. Ich habe so gern mit inpackt und sehr wer traurig und so. Das sind Augenblicke, wo du dachtest, ja, mein Job macht Sinn. Ja. Aber das gibt aller Augenblicken, wenn du mehrere Jobs magst und die hat richtig die Luft brennt und dann geist du auf der Bühne und das ist auch noch ein Ein-Personen-Stück und dann war das ruhig in Saal und du sitzt auf der Bühne und hast eine ruhige Szene und du habe ich mir gedacht, oh Gott, endlich ist Rau. Ja, Wahnsinn. Ich kann wohl so entspannt ein Stück wie das wäre auch Ja, klar. Wahnsinn. Aber das ist ja auch interessant, wo du das von das Kindertheater vertellst. Ich habe mal gehört, dass die Schauspieler, die in den Disney-Parks die Prinzessinnen spielt, dass die Aufgabe habt, wenn Kinder kommt und die umfahrt, die dürft nicht losladen, bevor das Kind losladen deit. Ja, also ganz ehrlich, ich habe sowas ja auch mal gemacht, aber ich habe diese Ansagen gar nicht kriegen. Ja. Ich finde, das passiert von selbst. Ja, du kriegst ja auch so viel zurück von den Kindern. Und ich finde das immer short, wenn ein Künstler sagt, ach, du magst ja bloß Kindertheater. Ja. Das ist Ja. für Das mich ist ein ganz grauten Fehler. Natürlich ist das auch an einer Ort zu spielen. Klar. Aber
du kannst kein ehrlicheres Publikum kriegen und ich glaube, wie ohnt gar nicht, wo lang wie in den Köpfen von den Kindern haften blieb. Ich weiß nicht, was die früher mal in Weihnachtsmärkten west sind, als Kinder. Oh ja, klar. Ich kann mich an Szenen von doch noch besinnen. Dem ich gefallen habt, dem ich mitreden habt. Und ich denke, das ist so viel wert. Das soll ich nicht unterschätzen. Ja, absolut. Und dann hast du ja auch ein Kinderbuch geschrieben, oder? Mhm. Ja. Ja, ist ein Kinderbuch, aber das wird ganz viel von Wusselü auch lest. Und ich habe machst du immer kurz... Ja. Machst du einmal kurz erzählen, was das ist, warum das Gorn da zum Bett? Also, das heißt Hanna und der Hummel. Und der Hummel ist nicht der Dert, das ist der Hamburger Woterdräger, den wir habt. Das ist das Hamburger Original. Und du geiten Lüt deren mit jemandem Öllern durch die Hamburger Neustadt spazieren und kriegt einen furchtbar langweiligen Vortrag von Vater Hollen über die Neustadt. Und dann raut sich bei ein Brunnen ut. Wie habt den Hamburger Hummel als Brunnen, als Denkmal bei uns in der Neustadt. Und die wart ob mal wog. Und mocht mit ihr einen Spaziergang durch die Hamburger Neustadt. Und du lehrt sie Masse Analyken, die das all in Hamburg gegeben hat. Die Zitronenjette, das hätten Komponisten gegeben, die in Hamburg arbeitet. Das wäre die Herr Thielemann. Sie lehrt Ludwig Wolf kennen, von den Gebrüder Wolf. Das sind die früher den Jungen mit dem Tüdelband gesungen habt. Die Zitronenjette, sie könnt wie ein Hamburger Michel vorbei. Und lehrt du wie immer so ein paar Hamburger Originalen kennen und ein Lütsche beten und die Geschichte. Und wie das in den Spaziergang wirklich ein loben kann, ist das eben nicht blau für Kinder. Das ist kinderlich schreiben und ist perfekt für die 4. Klasse. Aber ich mag auch viel ein Lesen mit Spaziergang, auch für Wussenlü. Toll. Kann eine Schnuppertour machen Anfang November wie der Hamburger Beukermess in Lichtfahrtlohl. Ja, ich für all die gerade gedacht haben, so, boah, das klingt richtig gaut. Wie schrieb das eins in die Folgen beschrieben? Da findet ihr dann all die näheren Infos dort hau. Ja, Benita, kann so ein Fotolob durch die Neustadt auch wie die direkte Mangboken? Ja, kann ihn. Kann ihn über mein Website gehen oder in Schrift mir bei den digitalen Medien eine Nachricht oder rübt mir an. Und dann findet ihr einen Termin, das kann ihn mocken. Kostet für Wussenlü 20 € für Kinder bis 12 Jahre teilen. Und dann dauert das so anderthalb bis 2 Stunden, kommt immer auf die Lü an, was so das eigen Tempo ist und Interesse und Wetter. So, aber besser 2 Stunden und wie Land an Grot Neymogt, da gibt es auch Masse Gastronomie, wo in Achter noch was trinken oder essen kann. Ich glaube, das ist die wichtige Info für viele Lüner, so ein Fotolob durch Hamburger Herbst und Winter. Ich weiß, das selbst kann ich Jimmers gut haben und echt an Grot Neymogt, da kann ein super inkehren. Richtig gute Gastro. Gut, Lisa, hast du eigens Benita Alnord Radio gefragt? Noch? Nein, da wollte ich nämlich gerade hinkommen. Also ich hab noch 2 ganz wichtige Sorgen, die mich interessiert. Einmal natürlich Thema Radio, aber ich wollte eigens doch hier noch mal beten. Benita, wie bist du toll in Megamarsch kommen? Wie wäre das der zu tragen? Und ja, was hast du da, also es sind fällt auf viele Fragen, ich werde wahrscheinlich nicht so viele Fragen auf einmal fragen. Von daher, Benita, wie bist du zum Megamarsch kommen? Ich bin ein Frau, der furchtbar gern wandern deit. Lisa, Hilka, ich spiele mit in den Team. Du wanderst ja auch gern. Benita, wir möchten, glaube ich, auch noch mal eine Wandernadeltour durch den Harz machen. Gern. Wanderprinzessinnen. Ja. Und wenn ich allein lopen da, dann soll ich mit Touren gerne über die App Komoot ut. Und durch Zufall bin ich auf so einen Blog in Drachtstütz, wo ein von den Megamarsch schnackt hat und das hat auch bald einen in Hamburg gegeben hat. Und ich dachte, das ist, das mag ich auch. Und das wären 50 Kilometer. Und da habe ich gedacht, naja, dort habe ich einmal gemacht. Das sind ja bloß ein paar mehr. Ich melde mich mal an. Das wart all. Ja. Gut, ich konnte doch nicht mehr loben, aber egal. Oh, da glücklich. Ja, da habe ich gedacht, das wäre eine total schöne Stimmung. Wir hätten auch nachts gemacht. Wir sind 50 Kilometer durch die Nacht in Hamburg gelaufen, das erstmal. Das wäre super. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt und habe das noch auch in Berlin gemacht und 54 Kilometer an Dach durch Lübeck, bis nach Travemünde hin.
Und ich habe ein paar Touren für Tokum schon geplant. Also 60 Kilometer will ich noch mal in Hamburg mucken. Und was ich mir ob der 100 ran traue, das weiß ich noch nicht. Wow, das ist Wahnsinn. die ganz grode, oder? 100 Kilometer ist so der grode Marsch. Da gibt es sogar noch größere, aber ich finde, Boah. das ist wirklich für Leute, die komplett bekloppt sind. So bin ich noch nicht. Vielleicht so wie im Taukom Jur, wie im nächsten Podcast, dann schnack wieder über. Ja. Ja, Benita, aber wo ist denn das? 50 Kilometer, wo lang lobt ihr denn da? Also, er kriegt offiziell 12 Stunden Zeit. Ich bin, glaube ich, das erste Mal länger lopen. Das zweite Mal wäre ich eine Stunde Zeit flinker. Da wären Eine das so Stunde? 8,5. Ja, da wirkt ja Wow. nicht gut ab, ne? Ja. Aber, also, das kommt immer ob an, wo trainiert und sportlich du bist. Das Gift, du dir schaffst sowas in 8 Stunden. Da bin ich Krass. jetzt noch nicht. Aber der muss auch so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen wirklich denn das Sportwandern. Du kannst dir auch mehr Zeit nehmen und einfach mal vielleicht ein bisschen mehr links und rechts kicken und auch die Gegend genähten. Und das kann ich sogar Ja. nachts gucken, ist das ja mal fein anlicht oder da ist eine scheune Stimmung und so was. Die Sog ist natürlich die, holst du denn wirklich an und muckst vielleicht auch mobiler, du kümmst auch gut den Tempo gut. Ja. Ne? Und du musst auch passen, dass du nicht zu lang Pause muckst wie die Versorgungsstation, wie du kommst dann einfach nicht mehr hoch. Ja. Ne? Ja, immer Also nur das muss umliegen. er auch bedenken. Ja. Ja, krass. Ja, und wenn ich mir dann aber vorstelle, 100 Kilometer, das ist dann ja echt ein hehlen Dach. Ja, 24 Stunden. ja, ist so. Ist so. Oh, Also, da Wahnsinn. denke ich noch schwor aber noch. Okay, aber du denkst alle immer noch. Naja, also 55 wäre ich, also ich will wieder trainieren, jetzt in Herbst und in Winter. Und ob jeden Fall die 60 Kilometer smoken, das ist dann ja auch einmal ein ganzes Stück. Aber wer vielleicht mal ein Teil? Okay, Benita, nur aber mal einen kottenharten Cut. Denn du mockst ja auch viel in Radio. Machst du dir mal vertellen, was du da so morgen deist? Also, ich bin bei NNT,3, ein von den Leuten, die plattischen Nachrichten machen dort. Und ich mag auch schon mal wieder Beiträge und Interviews für die plattische Sendung auf dem Sonntagmorgen, die immer halb 9 läuft. Wie es nach Platt, da bin ich auch ein von den Leuten, die reportert, sozusagen. Wow. Ja, ganz früh habe ich das auch mal moderiert. Nun mag da bloß noch unser Redakteur, der das Leid da von der plattischen Redaktion hat. Aber da habe ich auch dann einmal so, ja, meist eins von plattischen mitmacht. Ja, Lisa, wie kennt das ja? Wir wären ja auch all mit dabei in Benitas Interview-Marathon. Benita, nun darfst du mal erzählen, wo wär das denn mit Lisa und mit mir da Biedrechte morgen? Das wäre Ja, nur ja. Ja. Was soll ich denn sagen? Das wäre Ja. ganz wundervoll. Mit Lisa wäre das schon damals mehr in der Corona-Zeit und Lisa ist ja auch nicht Genau. wirklich in der Neueste. Wir habt das ja virtuell gemacht. Genau. Das wäre auch ganz nett. Also Lisa kenne ich bitte von doch nur über das Internet. Ja, wir haben das noch nie nicht im Persönlichen droppen. Das Nee. stimmt. Nee, ich weiß, ich kann auch gar nicht sagen, was du mir sympathisch bist. Ich hab die noch gar nicht in der Natur kennengelernt. Dann warten wir noch mal einen. Und mit Heka ist ja just so gut, wir habt uns auch über das Internet kennengelernt und ich habt uns utuscht und da hast du mir vertellt, dass du damals ja noch in Hamburg wohnst. Und da wäre das ja auch in der Corona-Zeit, nicht? Das wäre hell aufregend. Mit Ja, dem das- Rad. Ach, ja, da hätte Benita mal wies, wo sportlich sie ist. Ja, nicht so richtig gut, ne? Das ist schon so ein bisschen nur Achter losgehauen. Ja, also das ist interessant, liebe Zuhörers, der Biedrech mit Lisa und mir, der Benita morgt hat, die kann ihn auch Gschimmes noch anhören, bei 90,3 in der App, in der ARD Audiothek oder auf der Web steht. Und ja, da kann er sich mal ein bisschen reinhören, was Benita uns fragt hat und auch bitte unbedingt den Beitrag, wo Benita in mein Röhnrad drin steigen ist, denn das Mikro lebt wieder, mehr sag ich nicht.
Schöne Ophanger, Hilka, schöner Ophanger. Ja. Und kein war so der spannendste Gast, den du nur in der heilen Zeit droppen hast? Ich bin in der Erdrupenheft am spannendsten. Ganz ehrlich, das kann ich gar nicht sagen. Weil ich mein, jeder Mensch ist spannend, ob sie ein Ort. Ja. Und dafür muss ich nicht viel Grautersocken leisten. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Und Fucken kriegt wie auch Socken zu hören, der habt für diesen Beitrag ob Stunde gar nichts zu sorgen. Ne? Das war geht nicht on air, das bleibt auch in uns. Aber du hörst so all Geschichten, die sind fuckenspannend. Wenn du einen besonderen Schicksalsschlag belebt habt oder was auch immer, und das ist immer spannend. Und also ich habe schon auch eine Reich hat, wo ich die ganzen Hamburger Stadtdelen festgestellt habe. Und auch das ist interessant, wie du süßt, wenn du mit der Lü schnackst, der da wohnt dort. Die seht ganz anders Socken an ihren Stadtteil. Socken auch in St. Georg oder St. Pauli, das sind ja so die bekannten Stadtteilen, wo du sagst, naja, das ist eben nicht bloß die Reeperbahn. Das sind lütsche Siedenstroten, die ich nicht kennt, wo du ob in Hus stürzt, das ganz viel zu vertellen hat. Utenkrieg oder wo sich Familiengeschichten abspielt hat von Familien, die nimmst Kind, aber der vielleicht viel mehr zu sagen hat. Und das zu sehen, das ist eng, das Interessante. Aber da kann ich jetzt nicht eine Person Ruth nehmen, wo ich sage, boah, das wäre aber interessant. Ja. Ich glaube, das wäre nicht fair. Also sehr diplomatisch. Ich würde sagen, Ja, auch schöne das. Antwort, auf jeden Fall. Aber wie die Arbeit beim Plattrad oder bei den plattdeutschen Nachrichten bist du natürlich tämlich bin so in der plattdeutschen Szene. Hilka, nur übergebe ich an die. Ah, Ja. du sagst so, die Studierte, die dürfen dann jetzt übernehmen. Oha. Ja, Benita, ich glaube, wir könnten mal so ein bisschen mal bei Thema bleiben, wo wir hier in einem Podcast sind. Benita, du hast nämlich auch einen Podcast an den Start kriegen. Ja. Und Aber der ist bannig anders als Partyplatt und Plüschmus, aber auch wer da nicht. Der ist vollkommen anders. Die war auch von ganz anderen Charakteren gestaltet. Denn ich mag einen Podcast mit ein Pastasch oder anders sagt, der mit mir. Und das ist auch die Geschichte. Auch wir beiden habt uns durch den NDR kennengelernt. Ich habe ein Heft von ihr festgestellt, was sie schreiben hat. Krisenschnack mit Gott. Du musst auch in der Corona-Zeit, Imke Schwarz. Das hätte mir ganz gut gefallen und darüber sind wir in Kontakt geblieben. Und sie hat mich verleden Jour bogt als Moderatorsche für das Jubiläum von den Verein Söstischer Plattisch in der Karg. Und das hat so gut mit uns funktioniert, dass sie sich hat, wollte nicht einen Podcast mit mir mucken. Und nun muckt wie, sieht Anfang von Jour, wann hätten wir denn Anfang April, Mai sowas? Muckt sie den Podcast ob Kajapadden, also ob Spazierwegen verwegte, das Wort Kajapadden nicht kennt. Wo wir wirklich Themen behandelt, wie schnack über Gott über die Welt. Wir haben just eben einen Podcast obtagt, um Lesen, das habt ihr ja auch einmal morgt. Wir haben einen Podcast mit einem Gast, da schnackt wir über Thema Abschied nehmen, wo wir einen Tourredner in Lord habt. Wie schnackt über eins Mäuschliche, über das Verreisen, was uns so infällt. Man, du magst natürlich auch ein Pastasch, der kickt viel Daterin und das spielt ab und an auch mal die Bibel in Ruhe. Aber eben auch platt. Und wir würden wiesen, dass Plattdeutsch eben nicht platt ist. Schön. Schön, das klingt gut. Richtig schön. Ist ja auch interessant, ne? Sie sind ja auch zwei Frunslüd und ich habe so betten das Gefühl, Benita, über Jahrzehnte wäre das so, dass de Mannslüd so ein Betten in der öffentlichen Wahrnehmung dominiert habt, wie das Plattdütsche, und das aber nur Anfang 2003. Wir habt ja auch wie de Podcast uns live Kollegen von Plattcast, dann habt Lisa und ich de Delen entert und nu sind G auch mit ein Frunslüd Podcast, mit der Bibi de plattdütschen Podcast-Szene. Wo nimmst du das denn wahr mit Frunslüd in der plattdütsche Szene?
Ich glaube, dass die Frunzlü ganz deutlich in Vormarsch sind. Also, wenn ich an mein frühere plattmentorsche Ding, Christa Heise Bad, der ist nur deutlich über 80, der wird, also in der plattdeutsche Szene bekannt worden ist, noch ein von den ganz wenigen. Und hat das Foken auch wirklich schwor. Und wenn ein sich mal ankicken deit, die ganzen plattdeutschen Prisen, die so gut gegeben worden sind, er hätte nie an plattdeutsche Frunstag, die hätte das aber immer gegeben. Der hätte bloß keine Chance kriegen. Und ich glaube, das dreht sich ganz gewaltig. Kick wir doch mal, wo kein ist denn nur vorn in der plattdeutsche Szene? Die beiden mit schon Podcast, Lisa so und so. Da habt ihr Annie Heger, wie habt ihr Deichgranaten, auch hier mit Annie Heger und in Sina Lüschen. Du gibst ja doch deutlich mehr Fruns, die da fern sind. Go ich in der Radioszene auch drin, das Leid in Niedersachsen habt Fruns mit Ilka Brüggermann. Also da kommt doch schon mal mehr Fruns ob. Ich hoffe, dass sie einfach nun, dass das Geschlecht nicht so ein graude Roll spielt, sondern dass ihr einfach wie fern steht, wie dass sie das, was sie mogt, gut mogt. Ich weiß nicht, was das immer eine gute Idee ist, zu sagen, der Frunzlü, der pocht so, ob ihr mir rechten, der Müll, wie den nur fern bringen. Ich hoffe, dass immer noch auch so ein Beten der eigenen Leisten auch noch eine Rolle spielt. Aber das Gift mehr Frunzlü, der noch fern kommt. Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe ja nun gerade ich will ja gerade einladen, über das Thema Female Empowerment im Plattdeutsch zu schnacken. Und das Thema ist ja auch, dass Frunzlüt auch in den Familien ja die sind, die Sprache wiedergeben dort. Das mag meistens nicht die Väter. Das mag zumindest die Mutter. Muss immer achten. Und ich glaube, auch darum ist es eben wichtig, Frunzlü auch so in der öffentlichen Wahrnehmung für die Plattdeutsche stärker zu machen. Und ich glaube auch, dass, so als du das sagst, dass sich das auch bei den Institutionen und bei den Prisen auch dreht. Zum Beispiel haben wir ja auch die wunderbare Bibliothekarische von der Niederdeutsche Bibliothek in Hamburg, die das großartig macht und die da auch die beste Ansprechpartnersche ist und die so viel auf die Beine stellen deit, der Ulrike Möller. Und ich glaube, dieses Engagement, was darin kommt, das gibt auch die Rezeption von Plattdeutsch in 3. Benita, nu ist dieses Jahr ja aber auch gar nicht mehr so lang. Aber ich glaube, wenn wir mal so ein bisschen zurückkiekt, ob das Jahr 2024, gäbe das da was von der plattdeutschen Aktion, die dich besonders berührt habt? Die mich besonders berührt habt, ich wäre so ein Betentütscher in Utnom Toastern und hätte mich nicht so richtig kümmert, muss ich sagen. Aber was ich immer gut finde, ist die plattdeutsche Dach zum Beispiel in Hamburg, wo das wirklich Masseaktionen gibt. Mit plattdeutsche Führens durch die Stadt, durch Museen, was auch immer, mit plattdeutsche Lesens, mit plattdeutsche Theater, mit plattdeutsche Förderreich, wo nicht immer um die Sprache geht, wo einfach bloß platt die Sprache ist. Das finde ich auch so wichtig. Das sind Geschichten, die ich hell wichtig finde. Ich sehe, wo aktiv ein von der ganz Großen für mich ist in der plattdeutschen Szene Christian Richard Bauer ist, der ja nun etliche Socken auf die Beine stellt. Mit Gören, mit Würsenlü, die plattdeutsch vermitteln dort, ob ein Ort, der wirklich Hand und Faut hat. Also da finde ich, da ist insgesamt ganz viel Leben abstunds in der plattdeutsche Szene. Und ich finde das auch gut, dass in immer mehr Plattdeutsch ins Netz findet, ob von junge Lü und ob ein heel besonderer und lebendiger Ort und Wies. Ich glaube, das ist insgesamt so ein Trend. Du sagst nur lebendiger Ort und Wies. Kannst du das so in den Wörter zusammenfassen, was du mit lebendig meinst? Ich glaube, dass immer mehr, und das ja nun all die Jahren, die Platte Freitag in Netz ein grauer Rolle spielt. Ich sehe immer mehr Menschen, die nicht bloß an Platten Freitag, ob ihr mehr Accounts platschnacken dort, sondern auch so inner de Weg, wo der Weg Tag gar keine Rolle mehr spielt. Und
Ich nehme das so, aber das ist natürlich, wenn in so und so sich in die plattische Szene bewegen, dann kümmst du auch mehr dazu, platt zu schnacken in Oldach, weil in von Wisselü einfach wird, ach ja, die schnack ja platt. Aber das hat doch wieder mehr in Oldach Innenbund wart. Und wenn das bloß enkelte Sätze sind, die fallt, wo in den Obmo wagt und sagt, ach, du schnackst auch platt? Ja, wo so schnackt wir denn Hochdeutsch miteinander? So, da habe ich das Gefühl, da kommt mir Leben ob. Und da doch mehr Veranstaltungsgift, die so ein bisschen was jünger und frischer wart in der plattischen Szene. Das läuft ich wohl. Wir habt jetzt im Oktober die Plattdeutsch-Gala mit Jared Di Baba, wo ja auch das Publikum oder auch die Künstler ein bisschen was jünger wart, bedienen mal, ne? Ich läuft das mockt fell gut. Weil die Qualität von Platt immer gut ist, das will ich noch mal ein anderer Sog. Aber damit wir sagen, das Thema Happy und Hochdeutsche ist so. Ja. Das verändert sich. Ja, und ich glaube, wenn ein eben auch, ja, das wie Baum ansetzen deit, das mag das ja nicht leichter dann rinzukommen in die Sprach. Jed ein Anfang muss ja auch möglich sein, damit anzufangen. Und Also, wenn wir, ja. was ich nur denk, du gibst das auch ein Plattdeutschen, in Anführungszeichen, der definiert sich bloß über Klaus Groth und Fritz Reuter und das sind große Dichterslü und ich bin auch der Mann, jed entscheidet mal leist haben, wie du auch viel über Spruch lernen kann, aber für dich gilt ja nichts anderes mehr. Und der Happy Junge Lü, der wird anderen Menschen Plattdeutsch beibringen und ganz frogen sehe ich, das Konzept ist gut, aber entschuldige bitte, wenn du Platt unterrichten wollt, dann kiek du, ob das wie selbst ein Grammatik hebt und kiek du, ob du das selbst richtig schnacken da ist und schrieben da ist. Das gibt dir Regeln. Und du hapert das. Und ich verstehe nicht, wenn ein Buch tut mich beschrift, was gut ist, was vielleicht von Konzept her toll ist und jung. Und da ist ein Haufen Plattdeutsch an dir, dann will ich aber auch, dass ich da auch mit dem plattdeutschen Spruch untereinander hat und sich die Zeit nimmt, ob Regeln zu achten, ob Grammatik, ob Rechtschreiben, wie hebt in Nordniedersachsen Ruhm, denn das, was wie für Wurbolker in anderen plattdeutschen Dialekten hebt, das weiß Hilka viel besser als ich. Aber du kannst in Rinn kicken und ich glaube, das mit sich die jungen Lü, die Norwassen dort, mehr auf die Frauen schreiben, dass er sagt, ich kümmere mich diese Socken, dass ich mich mal gebe, richtiges Platt schnacken. Nicht eins kannst du mit einem anderen Dialekt entschuldigen. Und die Aulen, die immer Klaus Groth hochholen dort, die müssen auch akzeptieren, dass sich Spruch verändern deit. Eben auch der plattdeutsche Spruch und vielleicht auch ein bisschen toleranter werden, wenn ein auch mal was verkehrt sagen deit. Ich habe mich auch in unseren Schnack auch am Purmol verdauen. Das ist ja eben auch normal. Das deit ihn ja auch auf Hochdeutsch. Ne? Das ein sich da mal ein Betten vertüdelt. Wo du Klaus Groth, Fritz Reuter und so wieder anschnacken, das ist ja eben auch interessant zu sagen, man muss das ja auch so sehen, diese Boyker oder diese Dichter, die sind allang tot. Natürlich. Und natürlich hat sich der Spruch auch gewandelt in der Zeit. Wie schnackt ja von Dach auf Hochdeutsch auch nicht mehr so als Goethe. Oder so. Und dann muss ihn eben auch anerkennen und so, als das mit das Hochdeutsche ist, kommt ja auch bei uns in der Plattdeutsche auch mal was Englische drin. Und das ist aber normal und das heißt aber nicht, dass der Spruch dann gleich tot ist. Nee, und ich glaube, du warst das auch nicht mehr haben, ob lange Sicht, dass in sagen kann, der schnackt rein weg düssen Dialekt. Nee. Du hast mir in Interview mal vertellt, wo du überall gewesen bist in der plattdeutsche Landschaft und dass ich bei die eins vermengeliert. Ich war ganz fokenfrucht, was schnackst du eigens für ein Platt? Das ist logisch. Ich bin direkt an der Grenze Hamburg-Schleswig-Holstein obwussen. Und wenn ich frei schnacken da als nur mit Joe, dann schnack ich. Hörst du mir in Sender, dann gebe ich mich größte Müll zu sagen, dass ich snack. Wie das mehr das Hamburger Platt ist. Aber das vermengeliert sich bei mir immer. Eben weil ich an der Grenze obwussen bin. Und ich habe so viel mit Ostfriesen zu tun, dass ich auch Fälle für das Ostfriesische Platt bei mir übernommen habe. Und ich finde, das ist auch gut. Ja, und das ist ja auch schön, wenn ein für ein Wort viele Synonyme hat, der ihn nutzen kann. Und auch, da muss man ja auch nochmal entschuldigend sagen, das Hamburger Platt
giftet ja auch nicht. Weil die Stadtdelen sind ja eben auch von den verschiedenen Bundesländern beeinflusst. Da habt wir die Mecklenburg, die Lü aus Mecklenburg, die Lü nicht das die Lü aus Schleswig-Holstein. Darum, all Lü, die liebe Tauhörer, wenn Lü sagt, wie söcht aber ein der bloß Hamburger Platz schnackt, das giftet nicht. Das Du gibt musst kein ja auch Hamburger über den Platz. Stadt schnacken. Finkwader, Ja. die vergeht permanent, dass sie zu Hamburg heulen da. Das ist das Finkwader Platz. Das hält sich wurde. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, darum, also da können wir uns auch mal im Bett zurücklehnen. Ich habe auch mal ein Beläfnis gehabt mit einem Radiosenden, die auf dem freien Kanal sendet und ich habe für den mal einen Beitrag gemacht in Hamburg und der hat gesagt, ja, hätte uns eigens gut gefallen und so wieder, aber wie söcht ja eigens doch ein, der echtet Hamburger Platt schnackt. Ich dachte, naja, da könnte ich ja lang sögen. Ja, ich frage dann auch immer, was für ein Stadtteil. Ja. Kirchwader hört auch Hamburg-Tau und schnack anders als Finkenwader und ganz anders als Barmbek oder Langhorn. Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Essenz, eben zu sagen, wenn ein fragt, ja, was ist denn das best Platt, was schall ich denn nur öven? Das gibt das so nicht. Das gibt, wenn ein sagen will, okay, ich lebe in der und der Region, dann macht das Sinn, sich da ein Wörburg zu legen, um erstmal rinzukommen. Und dann kann ein sich aber ankicken, so was passt eigens zu mir. So. Und ein golden Anfang ist, wenn ein sagt, oh, das gibt aber für meine Region nicht so einen richtigen Grammatikdeal, dann ist es immer gut, mit den Satz zu nehmen und sich dann, wenn ein das verinnerlicht hat, wenn ein das in das Binderste binnen hat, dann das Regionale dann dazu zu nehmen. Und das ist dann eine schöne Kombination. Ja, sehe ich auch so. Das kann gut passen. Benita, nur hätten wir uns aber so ein Betten hier in das Sprach lehren und so was rinwöhlt. Hast du irgends all Plans für das Taukom, ja? Nee. Was? Da mir leid. Nee. Nimm dir nichts für, dann slide dir nichts fehl, weißt du doch. Ich gerade Plans. Schön, ja. Weißt du, das ist so, ich habe ab und an so Ideen und da gibt es einen, der hätte gesehen, so viele so, wo ich sage, da will ich mir mal ransetzen, das will ich unbedingt mucken und sieht viel so Komik einfach nicht dort. Ich sag doch gar nichts mehr, Tau. Oh, Benita, du kannst du uns ja doch nicht so hitmarken. Gib uns doch mal ein Handys. Nein, also ich habe wirklich, sieht etliche schon noch eine Idee für ein Buch, für eine Geschichte, ich gern ob platt, ob trecht mucken will und abschreiben will, bloß ich komm wirklich nicht dort und da, selbst wenn ich mit ganz viel golden Willen sagen will, aber vielleicht Tokum Jo und Fucken denke ich so, Weihnachten, das war was ruhiger bei die und die Familie ist so lütt, dann warst du doch wohl, und dann bist du aber so tot und genützt das einfach nur auf der Couch zu liegen und schon einen Film zu kicken oder was auch immer. Ich kann doch nichts zu sagen. Ja, aber Filmkicken ist auch ein gutes Stichwort, Benita, wo wir ja nur auch all über die Filmbeläfnisse schnackt haben. Wirst du dir irgendeinen so einen richtig romantischen Weihnachtsfilm auch Plattdeutsch ankicken? Ja, natürlich. Liebe Regisseure und Drehbuchautoren der Buten, wir möchten gern eine plattdeutsche Weihnachtskomödie haben. Richtig romantisch. Kann auch in Harz spielen. Genau, das muss nicht auf dem Dörpen sehen. Ja. Plattdeutsch finde ich ja, das ist ja für mich auch nochmal so ein Thema. Geht das auch so? Das gibt Kuhmbölker, plattdeutsche Bölker, der hier nicht ob Land oder an der Küste spielt. Ja. Gift nicht fehl, was anders anset ist, ja. Ich will so gern einfach mal was haben, was vielleicht auch in der Großstadt spielen, da jetzt, was das nur in Hamburg ist oder Kiel oder Jichenswo und nicht diese ganzen Klischees bedienen da halt. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks, so wie die moderne plattdeutsche Literatur. Ja, Benita, das kann ja bloß anspornen.
Wen für die? Ja, ich weiß nicht, was ich so kreativ bin, dass mir so richtig was infallen halt. Aber das gibt ja auch echte gute Autoren vielleicht, so die da wiederführen. Ja, also auch hier nochmal Live-Autoren. Bitte kommt mal weg von der Bauernhof- und Nordsee-Ostsee-Thematik. Viele Platschnackers, gerade die jungen Platschnackers, lebt eben auch in der Stadt und freut sich dann auch, wenn ihre Themen behandelt ward. Benita, ich glaube aber, du sagst, du hast noch nicht so viel vor in der Tau kommen. Ja, Lisa und ich hebt aber Albert für, und zwar am 9. Februar. Da sind wir nämlich mit Partyplatt und Plüschmaus live in der Theater im Küchengarten in Hannover. Und vielleicht hast du dann ja auch nichts für und kannst vorbeikommen. Also 9. Februar, ich kick direkt hier in meinen Kalender und das sieht gut aus. Und Oh, Hannover dann, finde ich auch toll. Da ist mein Imke von Obkeierpatten. Dann kann ich ihr auch mal besorgen, dass der scheuen. oh, Ja, Benita, super. dann wird wir uns wirklich mal in Person kennenlernen. Ich will mich da richtig überfreien. Ja, will ich auch. Ich hol den Termin fast. Yes! Und alle anderen, die Tau hört, und liegst den Termin fast kriegen. Ja, prima. Benita, du hast nur auch so viel vertellt, was für die an Plattdeutsch auch wichtig ist, und wir habt so viel mitkriegen, was ja, was du alles kannst, was du alles morgt hast. Da wäre nun aber nicht so viel mit Musik dabei. Warum nicht? Und gute Grün. Ich bin kein Musiker. Aber ich bin auch noch ein Line-Dancer, steht 1,5 Short. Das ist zumindest mit Musik. Oh, ach was? Aber nee, mit Singen habe ich das nicht. Und ich kann mir auch keinen Songtexten marken. Ich ohne ja all, ob was das nun Tourguide. Ich muss sagen, Marken brauchst du dir die Songtexte nicht. Du hast ja jetzt sicher einen Song taufällig mitgebracht, Ja, ganz den du taufällig. übersetzt hast. Na, Okay, soll ich loslecken? Ja, bitte. bitte. Mit Rep and Peel in Hat. Ich hef noch nie nicht einen Mund küsst, der so as Dien schmeckt. Nur Erdbeeren und noch wat mehr. Lippenstift ob min Gitarre, danst in der Distanz. Oh ja, ich will dat eins. Du bringst mir dort mit so Völlen as. Ich will ein Kehlwein, ich will dine Augen küssen. Ich will dieses Smüstern trinken. Ich will mi füllen, as min Seel in Flammsto. Ich mocht den hellen Tag lang und der hele Nacht wog blieben. Jo, du bringst mi tot singen. Oh, ich leef dat, wenn du dat so mogst. Und wenn du mi ganz nah bist, dann krieg ich Schuhe. Oh, Baby, wollt du tanzen, bitte Sünn in der Guide. Und wenn sie sagt, die Party ist vorbei, dann bringt sie ihr trüch. Und sie wat sagen, oh, ich leef dat, wenn du dat so mogst. Und wenn du mi ganz nah bist, dann krieg ich Schuhe. Oh, Baby, wollt du tanzen, bitte Sünn durchbrägt. Und wenn sie sagt, die Party ist vorbei, dann bringt sie ihr trüch. Not Auto, ob dem Rücksitz, ob dein Mond te schient, wickel ich mit zwischen die Beins und Arms und, oh, ich kann nicht noch davon kriegen. Du weißt, du kannst mi uteinanderrieten. Set mi wieder Tosom und nimm ihn hat. Ich kann nie nicht dacht, dass ich dat so leben kun. Ich kann nicht noch kriegen. Du bringst mi dort tot, dass ich mi voll als wenn. Ich will diese Kehlwein. Ich will dine Augen küssen. Ich will den Smüstern trinken. Ich will mi vollen, als wenn min Seel in Flammen steigt. Ich will den hellen Tag und der hele Nacht wog blieben. Ja, du bringst mi tot singen. Oh, ich leef dat, wenn du dat so mogst. Und wenn du mi ganz nah bist, dann krieg ich Schuhe. Oh, Baby, wollt du tanzen, bitte Sünn durchbrägt? Und wenn sie sagt, die Party ist vorbei, dann bringt wir ihr trüch. Habt ihr eine Idee? Machst du Kerls mit rotem Haar? Ja. Lisa, hast du einen Infall? Nee, gar nicht. Aber Aber du, Hilka, ich seh auf die, ja. ich seh auf die einfach. Ja. Also ich war nicht sicher, dass das hier ein Sänger ist. Und Ja. der hat rotes Haar und die singt ja über Schuhe. Und der hat nämlich ein Lied, das heißt Shiver. Ja. Ja,
Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ah! Ach Gott. Wow. Da du wohl was willst, Hilka. Oh, Ja. schön. Aber schöner Beset. Da hat sich richtig gaut anhört, du Plattdütsch. Ja, richtig schön. Richtig schön. Okay, ich möchte nur einmal ganz hart breaken, denn ich fange mal mit meinem Song an. Ich will sagen, sie kriegt den Glieksrut. Bitte, weil der Songtext nur ist nicht so schön. Ist mir aber erst aufholen, als ich ihn übersetzt habe. Also, sie hat einen wundervollen Moos in der Box. Staple mit Fell. Der hele Club hat nur Augen für sie. Sie slide auf dem Boden ab. Und kurz darauf ging sie Dave. Na? Low, 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 low. Ja. Den habe ich letztens erst im Club und ich dachte so, warum kann dieser Song nicht in den 2000 Teilen hängen bleiben? Warum muss der Jungs noch geben? Aber ja. Ja, Flowrider Low. oh, da hab ich als 2 Punkte sammelt von da. Ja. Ja. Mega. Also, ich habe so 4 von Dach 2 Leder mitgebracht. Benita, wir könnten auch Klicks trecken mit Hilka. Oha. Und ich habe ja auch Lisa Erflehen erhört. Oh ja, ja. So, Ich bin bereit. der Obgabe ist nu Lisa, Benita und besonders Lisa. Wenn sie de Leder Rut kriegt, möchi der Refrain ob Hochdeutsch singen. Ich bin Ruth. Ich wollte gerade sagen, ich glaub, die Aufnahme ist hier gerade aufbrocken. Hilka, Benita, hörst du sie noch? So, und weil ich weiß, dass Lisa zumindest diese Leder kennt, ist das okay für Joan. Nee. Okay. Genau. Okay, ich fange mit das erste Lied an. Ich muss aber am besten was gut piepen, wie sonst ist es doch toll liegt. Aber liebe Tauhörers, das war super. Für Lisa. Die begrüßt sie. An Drinkenstüttpunkt fair, nimm's Brugt verdossen. Bei uns ob der MS Bär, ob Meter, ob Maß, ob Fettgen oder Glas. Habt ihr ne Kost, Ton Frühstück, Ton Mittag, Abendessen. Hier schnackte, drauf ich bitte mal de Bär. Wohin das geht, ist schied egal. Bier ist international. Danke, Hilka. Ja, der Bierkapitän. So, da hätte Lisa einen Pokémon und geht in der Refrain auf Hochdeutsch. Hier spricht der Bierkapitän. Aber das Schöne ist, ich muss kurz Dotter sagen, ich schnitt die Folge, ja. Und daher war das nicht so richtig schön piept. Nee. Hilka. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ich hab dir da 1000 das Gift in diese Folge mal Lotze Schlager. Also bitte. Extra Danke. für Und die. sieht ewig Tiden, habe ich nur endlich mal einen Song erraten. Danke, Hilka. Das deit mir im Lütschen hat gerade richtig gaut. Danke. Ja, aber du bist noch nicht fertig mit der Refrain. Oh. Hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Oder den Milchkapitän fehlt noch für Bäde. Hier spricht der Milchkapitän. Darf ich bitte mal die Milchtüten sehen? Das ist so schlecht. Wohin das geht, ist scheißegal. Ja. Hier ist international. Ja, super. Ja, Und Okay, ich muss abrüsten, ich kenne das gut. das ist gar nicht schlimm, Benita. Das ist wirklich gar nichts Verwerfliches. Das klingt normale und viel Alkohol. Ja, ich habe aber auch, eben noch ein zweites Lied mitgebracht. Das ist mir gerade von der Sicht noch mal ringegeben worden. Von meinem Podcast-Assistent. Und das ist auch richtig gut. Das hätte sich auch mein Assistent wünscht, dass ich das übersetze. So, also, fangen wir nochmal damit an. Also, Todde Tiet ob Mallorca, Weise in Megastar. In Trikot, Ute Kringsliga, der Rönner kein BH. Se wei auch bannig verschorten,
und die Mannschaft nehmen sie all. Darum fahr ich auch jed ein Jahr normale. Und all. Sei, wei. Super. Und in Tegensatz to Wembley, so ich dick wer bin. Nee, ist der ganz neu? Den kenne ich denn noch nicht. Nee, doch, den kennst du. Das weet ich, du hast den all sungen. Oh, oh, oh. Oh, huch. Ich weiß nicht genau, nee. Sie wäre ein. Sie wär engländersche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Danke, Hilka. Ich löf, wie sind der mit dem Song Ron? Hilka hat auf jeden Fall. Hilka hat mit großen Abstand gewonnen. Danke dafür. So, und du kennst ihn den schmutzigen Geheimnis. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich so diese Malle-Songs. Das ist einfach nur, die Lieder, die Texte finde ich richtig schiedig meist, aber diese Beat, der nimmt mir jümmes Wette mit. Keine Ahnung, der kriegt einfach genau der hat mich einfach so infiltriert. Ich kann doch nicht gegen ankommen. Total blöd. Ja, super. Ja. Auf jeden Fall, liebe Tauerers, ihr kennt ja uns Partyplatt und Plüschmus Spotify Leder Playlist und da kommt dann von Dach auch zweimal Lotze-Schlager mit drin, damit ihr dann auch mal mitsingen könnt. Na, und Ed Sheeran auch der ehesten. Ich glaube, auch kein Ed Sheeran dort drin habt. Nee, stimmt. Ed Sheeran habt ihr, glaube ich, noch gar nicht hat. Genau. Ja, Nice. das ist doch Das endlich klingt mal doch ein gut. Romansch. Ja, super. Ja. So, wir habt einfach nur auch all anschnackte Benita, hat auch mal Röhnrad und probiert und kann irgends auch tanzen. Was wir aber am Anfang von der Folge kurz anschnackt habt, wenn ein so in Halfs geht, dann kann ein irgends auch gut Sport machen. Ja, Hilka? So, und ich hab mir gedacht, Lisa, wie versöcht mal das, was wir so lange all vorher habt, in Sport-Challenge zu machen. Oh, endlich! Yes. Ich töf ja nur ein halbiges Jahr drauf. Mockt wie, der Tau kommt Volk, schnackt wieder über das Sport-Challenge. Wie wir das nochmal ein paar Regeln setzen, wie wir das morgen möcht. Und dann kann ich das gehen. Ich freu mich. Ja, cool. Also, Ja, Benita, du bist natürlich von Harten mit in Lord, wenn du Lust hast, um eine Sport-Challenge über einen Mond. Ich nur erstmal ab, was da kommt. Okay. Aber grundsätzlich gern. Wie sendet ihr den Trainingsplan, Benita? Und dann kannst du ja kicken, ob du mit morgen muckst. Okay, Ja, wenn du ich willst. bin mich freuen. Cool. Ja. Benita, wie dankt dir von Harten, dass du von Dach uns Gast bist? Oder Ich hab weißt? zu danken. Ja, wie freut uns auf jeden Fall wirklich dich Balle auch Wetter zu sehen. Lord ist in Hannover und das kann ja auch nicht angehen, dass du Lisa noch nie nicht droppen hast. Ja. Nee, wirklich, ne? Ich schäme mich um Bettenpferde, ich noch nie droppen habe, wirklich. Ja. Aber das ändert wie. Das steht um die Lebenslist für 2025. Ja. Der kriegt sie hin, im Februar. Schön. Ich will mich nicht freuen. Und ja, danke für den Schnack mit dir. Das war super spannend. Auch so, dass sie vom Achtergrund von Film, von der Up the Burn, von der Vogue Radio. Ich finde das immer nicht spannend, weil jeder einen konsumiert das. Aber kaum ein weiß eigens, wo was das produziert und wie kommt man da hin, was mag man da eigens. Ja, Ja. das ist okay, interessant und spannend. Also, Lebelü, nicht vergessen, wie Ende 90,3 ist an Sündach, Jimmers, die Plattdütsche senden und jeden Morgen Benita, was Glock sind die halbig sind die plattdütschen Nachrichten, Jimmers in Scholl, dann könnt ihr auch Benitas Stimmen forken hören und wie sagt nur einfach, ja, bet Anna mal. Genau, mag das gaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss!